Matthäus Kapitel 21. Wo Jerusalem nähert und sie auf Bethphage kommen an Ölberg, da schickt Jesus 2 Jünger voraus und sagt zu ihnen: «Geht in das Dorf da vorne, und gerade am Anfang findet ihr eine Eselmutter mit ihrem Fülli, beide angebunden. Bindet's los und bringt's mir. Wenn euch jemand fragt, sagt, der Meister braucht es und schickt es gerade wieder zurück.» Das geschieht, dass wahr wird, was der Gott durch den Prophet gesagt hat. Sagt der Tochter Zion: «Schau, dein König kommt zu dir ohne Gewalt, auf einem Esel und auf einem Fülli, einem Jungen vom Lasttier.» Die Jünger gehen und machen, was der Jesus geheissen hat. Bringen die Eselmutter und das Fülli und legen ihre Mäntel aufs, und er steigt auf. Die meisten Leute spreiten ihre Mäntel auf der Straße aus, andere brechen Zweige ab von den Bäumen und streuen es auf die Straße. Die Leute, die vor ihm und hinter ihm laufen, rufen: «Danke dem Sohn von David, danke dem, der im Auftrag von Gott kommt, danke am allmächtigen Gott.» Als er auf Jerusalem kommt, gerät die ganze Stadt in Aufregung. Fragen: «Wer ist das?» Die Leute sagen: «Das ist der Prophet Jesus von Nazareth, von Galiläa.» Der Jesus geht in den Tempel und geht alle Händler raus, und die Tisch der Geldwechsler rührt er um und Stühle der Taubenhändler, und sagt zu ihnen: «Im Gesetz steht, mein Haus soll ein Haus sein, wo man mit dem Gott redet, aber ihr macht eine Räuberhöhle daraus.» Und es kommen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er macht es gesund. Wo die Oberpriester und die Schriftgelehrten die Wunder sehen, die er macht, und die Kinder, die im Tempel rufen: «Danke dem Sohn von David», werden sie verrückt und sagen zu ihm: «Hörst du, was die da rufen?» Aber der Jesus sagt zu ihnen: «Ja, habt ihr nie gelesen, dir danken sogar Kind und Säugling?» Und er lässt stehen und geht zur Stadt aus auf Bethanien und übernachtet dort. Als er am Morgen früh wieder in die Stadt geht, hat er Hunger. Er sieht einen Feigenbaum an der Straße, geht hin und findet nur Blätter und sagt zu ihm: «Auf dir soll nie nichts mehr wachsen.» Und der Feigenbaum dorret gerade ab. Als die Jünger sehen, werden sie ganz baff und sagen: «Warum ist der Feigenbaum gerade verdorrt?» Der Jesus gibt ihnen zur Antwort: «Glaubt mir, wenn ihr das Vertrauen habt und keinen Zweifel, so macht ihr das nicht nur mit einem Feigenbaum. Ihr könnt auch dem Berg da sagen: ‹Flieg auf und geh ins Meer,› und es geschieht. Und alles, was ihr wollt beim Reden mit dem Gott, kommt ihr über, wenn ihr das Vertrauen habt.» Und als er in den Tempel geht und gerade lehrt, kommen die Oberpriester und die Ratsherren zu ihm und fragen: «Mit was für einer Vollmacht machst du das? Und wer hat dir die Vollmacht gegeben?» Der Jesus gibt ihnen zur Antwort: «Auch ich stelle euch nur eine Frage. Wenn ihr mir eine Antwort gebt, so sage ich euch, mit welcher Vollmacht ich das mache. Woher hat der Johannes seine Taufvollmacht gehabt? Vom Gott oder von den Menschen?» Sie knurzen hin und her untereinander. Wenn wir sagen vom Gott, so sagt er uns: «Warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt?» Wenn wir sagen von den Menschen, so müssen wir Angst haben vor den Leuten, die alle meinen, der Johannes sei ein Prophet gewesen. Und sie geben dem Jesus zur Antwort: «Wir wissen es nicht.» Da sagt er zu ihnen: «Dann sage ich euch auch nicht, von wem ich meine Vollmacht habe.» Was meint er zu dem? Ein Mann hat 2 Söhne gehabt, und er geht zum einen und sagt: «Bub, gang heute in den Rebberg arbeiten.» Der geht ihm zurück: «Will nicht.» Nachher reut's ihn und er geht gleich. Er geht zum anderen und sagt ihm das Gleiche. Der geht ihm zurück: «Ja, ja, Vater», und geht nicht. Welcher von diesen 2 hat gemacht, was der Vater hat wollen? Sie sagen: «Der Erste.» Der Jesus sagt zu ihnen: «Glaubt mir, Zöllner und Huren kommen vor euch in die neue Welt. Da ist doch der Johannes zu euch gekommen, auf dem rechten Weg, und ihr habt ihm nicht getraut. Aber Zöllner und Huren, die haben ihm vertraut. Ihr habt es gesehen und sind nicht einmal hinten reingeräucht, dass ihr ihm nicht getraut habt.» Hört ein anderes Gleichnis. Es war einmal ein Mann, ein Gutsherr, der hat einen Rebberg gepflanzt, einen Haken drumherum machen, einen Trotten graben, ein Rebhäuschen bauen, verpachtet alles an Rebbauern und geht auf Reisen. Auf der Wümme hat er seine Knechte zu den Bauern geschickt, um den Zeis abholen. Aber die Bauern packen seine Knechte. Der eine schlägt es ab, der andere tötet es und der dritte steinigt es. Nochmal schickt der andere Knecht, mehr als das erste Mal, und sie machen es nicht gleich. Zuletzt schickt er seinen Sohn zu ihnen und sagt sich: «An meinem Sohn werden sie sich kaum vergreifen.» Aber die Bauern, kaum sehen sie den Sohn, sagen untereinander: «Das ist der Erb, der murkset mir doch ab und behaltet sein Erb.» Sie packen ihn, gehen ihn zum Rebberg aus und töten ihn. Wenn jetzt der Gutsherr kommt, was macht er mit diesen Rebbauern?
Sie sagen ihm, er wird die Bösen bös zurichten und den Rebberg anderen Bauern geben, die ihm den Zeis zur rechten Zeit abgeben. Der Jesus sagt zu ihnen, habt ihr nie in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute vorgerührt haben, der ist zum Grundstein geworden. Der Gott hat ihn dazu gemacht und er ist prächtig zum Anschauen. Darum sage ich euch, der Gott nimmt euch die neue Welt weg und gibt es einem Volk, das ihm folgt. Wo die Oberpriester und Pharisäer seine Gleichnisse hören, merken sie, dass er von ihnen redet. Und sie würden ihn gern verhaften, fürchten aber die Leute, die ihn für einen Prophet anschauen.